Ja, Lefjecke, der 7. Februar 2013, Hügges Viva Fastelavond und hey, kommen der Viva Fastelavonds News. Ja, Lefjecke, ich hoffe, ihr seid alle gut drauf und erfreut euch beste Gesundheit. Denn das ist ja bekanntlich das Allerwichtigste im Leben. Aber genug mit der schlauen Sätze. Hügges Viva Fastelavond, deshalb sparen wir uns wirklich die ganze Schlagzeile aus aller Welt. Hüg zählt nur der Faste leer. Dort hat uns dreimal Kölle. Ich habe nichts gehört, aber wohl sicher gut. So, die Frage ist nur, womit kann ich euch Duftköp Hüg noch bespassen? Vor allem, wenn ich selbst noch ja nichts getrunken habe. So, Moment. Das können wir ändern. So. Ja. Dann würde ich sagen, guck mal jetzt, die kurze Schlagzeile und einfach auch noch ein paar Sachen, wo Hüg überhaupt was los ist. Ja, ich würde sagen, wir hören Hüggens, was in Köln so los ist und fangen direkt auf dem Altermarkt an. Hüg brennt der Boom. Und am Altermarkt, das kennt ihr ja, ist das jedes Jahr dasselbe. Da ist Hüg schwer jetzt los. Und unter anderem könnt ihr da den Klüngelköp, Casella und den Höhner bestaunen. Ob der Severinsstraße ist noch viel mehr los, vor allem was das künstlerische Material angeht. Ohne Ausnahme ist da wirklich jede Kapelle am Schacht. Selbstverständlich auch Brings, Höhner und der Blackfuss, um nur 2, 3 zu nennen. Bis 7 Uhr könnt ihr euch da ordentlich voll laufen lassen und dann auch noch ein bisschen Beschallung genießen. So, genug Verzell auf die Halle, dann fange ich jetzt an, ein bisschen Karnevalsstimmung zu verbreiten. Habe ich gestern am Weg zum Finanzamt noch eine Bekannte getroffen. Hätte eine Strußblume in der Hand. Ich sag, was ist los? Sie hätte, ich bin jetzt das erste Mal im Leben richtig verliebt. Aber das ist gefährlich. Ich sag, wieso ist das denn gefährlich? Sie hätte, Liebe macht blind. Ich sag, musst du heiraten, kannst du wieder gucken. Wie ich dann später zum Finanzamt reinkomme, sagt da so ein Beamtin zu mir. Wir haben in Erfahrung gebracht, dass sie im Keller eine Schnapsbrennmaschine haben. Ich sag, das ist ein ganz altes Gerät, das habe ich noch nie benutzt, das ist ein Andenken an meine Opa. Sagt, das spielt keine Rolle, das Gerät ist vorhanden, Sie müssen darauf Steuern bezahlen. Ich sag, dann hätte ich ja ein Kindergeld für 12 Kinder. Sagt sie, haben doch ja keine Kinder. Nee, sag ich, das nicht, aber das Gerät ist vorhanden. Ich sag, und dann hätte ich da noch eine Frage. Wenn einer schizophren ist, braucht er dann 2 Lohnsteuerkarten? Sagt sie, wenn sie beide arbeiten, ja. Ich bin dann auf kürzestem Weg direkt in meinen Stammkneip. Treffe ich für der Kneipe die Frau von einem guten Bekannten. War die ganz aufgeregt. Sagte, stell dir mal vor, was mein Mann gesagt hat. Er hat gesagt, wenn er mal stirbt, will er in Bethlehem beerdigt werden. Ja, ich sag, wenn das doch sein Wunsch ist. Ja, sagt sie, aber da ist doch schon mal jemand wieder aufgestanden. Sagt sie, und dann will ich dich mal was im Vertrauen fragen. Was sägst du dazu? Immer wenn ich Alkohol trinke, werde ich so mannsdoll. Ja, sag ich, da müssen wir uns mal in Ruhe bei einem Cognac drüber unterhalten. Ich sag, ich wollte dich aber auch mal was fragen. Ich sag, wenn du einen Orgasmus hast, erzählst du das deinem Mann immer direkt? Nee, sagt sie, ich darf den in der Firma ja nicht anrufen. Sag ich, für meine Frau, sollen wir gleich mal schön Liebe machen? Och, sagt sie, sollen wir doch lieber jetzt machen, was du auch kannst. Als ich dann gehen wollte, sagt sie, wolltest du unseren Nachbarn treffen, mach bloß keine blöde Bemerkung. Ich sag, was meinst du denn? Ja, sagt sie, du weißt doch, dass der nur ein Ohr hat, sprech den da bloß nicht drauf an. Nee, sag ich, das mach ich nicht. Ich war gerade bei uns der Tür raus, kommt er mir entgegen. Wie er sich mir dann vorgestellt hat, sag ich zu dem, tragen Sie Kontaktlinsen? Sagte, woher wissen Sie das? Ja, ich sag, eine Brille kann man ja nicht befestigen.
Als ich letzt von Kiel nach Hause kam, bin ich zu schnell bei uns in die Einfahrt rein und voll in die Garage geknallt. Zum Glück war ich ohne Auto. Kommt meine Frau raus, Sätze, wenn du so weiter säufst, kannst du bald zu den anonymen Alkoholikern gehen. Ich sage, ich trinke doch nicht mit Leuten, die ich überhaupt nicht kenne. Sätze, kannst du mir mal sagen, wie das bei uns überhaupt weitergehen soll? Ich sage, was meinst du denn? Ja, Sätze, meine Mutter gibt uns Geld für Miete und für Telefon. Meine Oma gibt das Geld für die Kleidung. Meine Schwester schickt die Lebensmittel. Ich sag, da kannst du mal sehen. Dein Bruder tut nichts dabei. Sagt sie, kannst du nicht mal was freundlicher sein? Früher hast du mir wenigstens schon mal das Kinn gestreichelt. Ich sag, da hattest du ja auch nur eins. Ach übrigens, letzte Woche Freitag. Letzten Freitag sag ich zu meiner Frau, sollen wir uns nicht ein so richtig schön Wochenende machen. Sagt sie, was hast du denn geplant? Ja, ich sag, dass wir uns am Montag wieder treffen. Nachdem ich dann vorletzte Nacht wieder so spät nach Hause gekommen bin, sag ich gestern Morgen zu meiner Frau, mach mir mal einen Kaffee. Sagt sie, was willst du jetzt mit Kaffee? Du musst damit weitermachen, wo du mit aufgehört hast. Ja, ich sag, wenn du Lust hast. Habe ich die Tage einen alten Schulfreund besucht. Der ist vom Beruf Jäger. Der hat zu Hause eine ganze Wand voll mit Jahrbeien behangen. Wenn ich jetzt bei dem reinkomme, hängt mittendrin ein Bild von seiner Frau. Ich sag, wieso hast du das Bild von deiner Frau zwischen die Jahrbeie gehangen? Sagte, das ist der größte Bock, den ich geschossen habe. Danach habe ich dann noch einen alten Schulkameraden besucht. Den haben sie jetzt in der Irrenanstalt eingeliefert. Wie ich bei dem in das Zimmer reingekommen bin, guckte mich an und sagte, wer bist du denn? Ich sage, ich bin nicht Lieselotte Pulver. Ja, sagte, so hat das bei mir auch angefangen. Danach bin ich dann noch was durch die Stadt gegangen. Stand ich auf einmal vor so einem Telefonladen. Bin ich da rein und sagte dem Verkäufer, ich hätte hier einen Adventskalender von 1968. Guckte er mich an und sagte, haben Sie sie noch alle? Ich sag, ja, nur den von 1968 nicht. Gehe ich wieder da raus, gibt da eine Frau ganz allein. Habe ich die einfach mal angesprochen. Ich sag, möchten Sie mal mit mir schlafen? Sagte, ich bin doch keine Prostituierte. Ja, ich sag, ich will ja auch nichts bezahlen. Wie ich dann in die Kneipe reinkomme, sag ich für der Welt, der Hahn, den ich gestern bei dir gegessen habe, der hat mir die ganze Nacht schwer im Magen gelegen und morgens um 4 bin ich davon so ja wach geworden. Ja, sagte, um die Uhrzeit hat er uns früher auch immer geweckt. Sagte, damit du Bescheid weißt, morgen bin ich nicht hier. Da fahre ich nach Düsseldorf. Ich bin da eingeladen. Ich sag, das ist doch kein Grund, dahin zu fahren. Ja, sagte, und anschließend fahre ich in den Wintersport, aber ich weiß noch nicht wohin. Ich sag, fahr nach Sibirien. Ich sag, glaubst du denn, dass es mir da gefällt? Ich sag, wenn du einmal in Düsseldorf warst, ist es überall schön. So, Lefjecke, das war es. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen drüber schmunzeln, auch wenn ich lange nicht an der Knallkopf drankomme, das ist mir völlig klar. Aber ich habe es versucht und ich wünsche euch jetzt eine unvergessliche Viva Fastelavond im Jahr 2013. Lasst krache und alle Höhner, trieftet nicht so doll, Junge, blieb sauber und wir sehen uns sicher die Tag wieder. Madet Jod, dreimal Kölle Alaf. Adios.